Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, unsere Einnahmen sehen auch wieder sehr stabil aus, 15.000 und Silver, nur für die Hofarbeit. Das sieht sehr gut aus. So, der Kaffee heben wir teilweise auch hier im Haus auf. Und wir machen uns immer mal wieder Shanitas von dem von dem Getränk der Götter. Dem hervorragenden, wunderbaren Kaffee, der Leben schafft. So, 3 Energie, Gesundheit und Geschwindigkeit. Ja, komm. Ackermann, zisch da mal einer Reihe. Morgens gibt's nichts Besseres als einen Kaffee. Boah, geiler Scheiß. So, der andere Kaffee heben wir hier drin auf. Abigail ist anscheinend draußen. Für Emily wird's das Smaragd geben heute. Ui, jetzt geht aber ab hier wie rosa Zäpfchen. Streng geheim. Hier ist das Rezept für mein berühmtes Blaubeertörtchen. Verrate es niemandem. Ich gebe es nur dir, weil wir so gute Freunde sind und du mein Schwiegersohn bist oder so ähnlich. Pierre. Blaubeertörtchen. Gut, das finde ich sehr gut, dass er mich als Freund sieht und nicht als der gruselige Typ, der seine Tochter vögelt. Und dann holen wir uns noch den Rest. So. Und hier noch Reihe. Und ja, Ackermann geht ab wie rosa Zäpfchen hier. So muss das sein. Ich hoffe nur, dass der Blumenkohl bis morgen noch gut ist. Wenn nicht, wäre etwas schade um die verschwendete Saat. So. Na? Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht viel, was mir in Felderbert vor uns hin. Und Abigail haben wir da hinten, habt ihr vielleicht da hinten gesehen? Ah, ich habe noch ein bisschen Zeit. Dann Herz auf dem Rumgeflitzer. So, Abigail, genau. Abigail ist verloren in ihr Musik. Okay, die flötet hier ein bisschen. Sei ihr gegönnt. Wir haben sie ja so kennengelernt, dass sie gern Flöte spielt und haben auch mit unserer Harfe mitmusiziert, wenn ihr euch erinnert, am Bergsee damals im Regen. Ups. So. Und hier ohne gibt es nichts mehr für uns zu tun, ne? Wenn ich mich doch richtig erinnere, genau. Ganze Felder sind schon leer. Das heißt, du hast schon gekriegt. Anscheinend hat Abigail dir schon zu trinken gegeben. Nur noch ein paar Sekunden Zeit, um durch den Stall zu pacen. Und hier jedes Tier nochmal durchzustreicheln. Muss ich ausnutzen, solange ich noch auf Kaffee bin. So, der Rest schmeißen wir wieder durch rein. Dann hier. Und den du noch raus mit euch. Heute dürfte man wieder viel drin haben, ne? Ja. Das sieht doch soweit sehr gut aus. Ihr seid auch alle schön auf einem Fleck fast. Dann kann man euch auch gut streicheln. Erstmal Destorei. Dann die 4 Iridiummilch. Und der Ziegelkäse muss man wieder ein bisschen warten. Okay, so. Dann dürften wir noch Zeit haben fürs Gewächshaus. Und dann nix wie ab in die geheime Wälder und zu Robin. So. Da bin ich mir nicht so sicher gewesen. Deswegen lassen wir lieber drauf. Okay, das war einer zu viel. Wir machen trotzdem unbeirrt weiter hier. So. Dann sind wir nämlich wieder auf einer Stufe dort mit. Und dann der letzte. Jo. Und hier noch. So, sehr schön. Dann nix wie ab, wo wir hier hören in die Wälder. Und dann können wir direkt zu Robin gehen. Perfekt. Das ist doch schon mal nicht schlecht für den Anfang von der Episode. Hoffen wir, dass wir es noch wirklich so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Haben wir nämlich die Axt. Und wir schlagen jetzt auch gerade nur so viel, wie wir brauchen. 3 Baumstämme wären reicher.
Du musst ich mir nicht gleich die ganze 12er Kante geben hier, die wir zur Verfügung haben. So, da. Dann nix wie Reihe hier. So. Na gut, aus Symmetriegründen schlagen wir die 3 noch alle zusammen, aber die 2 unten nehme ich mal nicht hoch. So. Bevor Robin irgendeine komische Mittagspause oder so einlegt, muss es jetzt fix gehen. Okay, da gehen wir am besten auch wieder über den Pelzer Hof. Da können wir nämlich ein klein bisschen abkürzen. Bei Pelikan wäre es, glaube ich, länger, wenn wir da bräuchten. Wobei, eigentlich kupst wie gedupst. Ich gehe jetzt den Weg über Pelikan. Mal gucken, wie schnell wir dort dann ankommen. Dürften aber eigentlich auch relativ fix dort sein. Wir haben unser ganzes Hartholz dabei. Perfekt. Emily hat für später noch Zeit. Also nichts wie hoch hier. Ganz kurz vorbeigucken. Ja, angeln. 4-mal Sardine. Los mal. Lieb gemeint, aber los mal sei. So. Dann jetzt nichts wie hier zu Robin. Naja, 20 Minuten brauchen wir nur. Das ist eigentlich kein schlechter Schnitt. Dann Reihe. Bitte sei da. Jawohl. Haus verbessern. 100 Stück Hartholz und 50.000. Hämmer. Danke dir. Ich werde morgen anfangen. Es soll in ungefähr 3 Tagen fertig sein. Finde ich gut. Das ist doch richtig toll. Stammsessel. Geil. Königsstuhl. Kalender. Billig TV. Da-dip-da-di-dab-dam. Stammfeuerschale. Nehmen wir auch das Rezept einfach mit. Und dann nehmen wir das mit. Wo war dann das? Stammsessel. Genau. Das nehmen wir mit für die Gastarbeiter. So, das kann doch nicht schade, so Zeug mitzunehmen. Sieht auch schön aus wie einfach nur ein Baumstumpf neben dran, ne? Hab eigentlich gedacht, jo, das kann man auch zum Sitzen nehmen, aber die Gastarbeiter werden hier immer weiter mit Details verwöhnt, bis sie gar nicht mehr wissen, ob sie hier im Spa sind oder ob sie hier eigentlich arbeiten. So, da. Ja, grunzt da mal einer. Das kommt hier rein. Hier wird nochmal abgeholt, was abgeholt geht. Okay, für 2 Sachen haben wir noch Platz. Das passt doch perfekt rein. Für die 2 Dinge. Und dann. Dumm. So und so. Genau, du kannst dann mal kurz hier warten, Siggi. Und hier gibt's da Entspannungsstuhl, nicht? Okay, da gibt's für euch Jungs hier der Stuhl zum Entspannen noch. Ich rede, den kann man auch draußen hinstellen. Möbel, ja, leider nicht für hier rein. Aber die haben anscheinend hier auch ein kleines Präsent, was sie von mir kriegen. So, da kriegen sie noch hier was rein. Möglicherweise, wenn ich das jetzt so wenn ich das jetzt so sehe, wie das geht, verwöhne ich die möglicherweise noch mit Plasma-TV und so Zeug. Schauen wir mal. Ich gebe nur auf jeden Fall schon mal schön die Grundausstattung, damit sie hier auch gern arbeiten. Okay. Was kann rein? Das ganze Zeug. So. Die dumm. Genau, der ganze Kruscht kann schon mal fort. Und das Nett, das muss woanders hier. So. Das Punkto hier. Das Holz, das Hartholz kommt wieder dort hier. Da müssen wir jetzt wieder jede Menge Zeug sparen. Und die Trüffel müssen wir hier machen, damit man die Trüffel hier wieder reinmachen kann. Dann nix wie ab zum etwas gruselige Clint. Und dann zur Fradia Stalked zu Emily. Aha, da war noch ein Eichel drin. In seinem Müll. Du brichst mal bitte das Ding hier auf. Und hier drin finden wir Ozeanstein. Haben wir das schon weitergegeben hier? An der Gunter? Sehen wir gleich. Nö, habe ich anscheinend schon weitergegeben. Na gut. Dann suchen wir jetzt noch Emily. Wenn sie nicht in der Kneipe ist zum Schaffen, dann wird sie höchstwahrscheinlich daheim sein. So. Wir gucken einfach mal. Hier ist er noch nicht.
Dann ist er entweder daheim oder auf dem Weg hierher. Hoffen wir doch mal, dass ich sie jetzt daheim findet, wo sie wieder irgendein Hippie-Tante-Zeug macht. Ja, da ist er. Na, sie liest einfach nur wahrscheinlich. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. 8 Herzen haben wir jetzt. Ich mag's, meine eigenen Kleider zu schneidern. Aber der Stoff dafür komme ich so schlecht. Ja, komme ich nicht so leicht, genau. Lange Reise in der Stadt ist auch noch. Ah ja. Habe ich mir noch gedacht, dass wir hier noch ein Herzevent haben. Komm rein, Ackermann, ich will dir etwas zeigen. Ist der Papagei wieder gesund? Es ist mein geheimes Hobby, ich habe monatelang geübt. Jetzt setz dich hier, entspann dich und lass dich zum besseren Ort mit hier reisen, okay? Okay, züchtet die jetzt gerade Mary J. oder was ähnliches? Oder tanzt die jetzt für uns? Okay. Ich habe gedacht, sie zeigt uns ihr geschneiderte Klamotte, was eigentlich ganz cool gewesen wäre, aber anscheinend führt sie hier ihren LSD-Tanz für uns auf. Okay. Ach du liebe Zeit. Ja, wenn du ein bisschen LSD oder ein bisschen Haschisch reingezogen hast, kommt das bestimmt richtig gut. Ach du liebe Zeit. Oh, sogar mit Alien-Köpf. Bananen sind auch noch dabei. Und Iridium-Sterne. Ja, geil. Ja, die ist ziemlich ausgepowert, die Gutfrau. So, was hältst du vor? Das war peinlich. Oder einfach nur... Ja, komm, sind wir mal nett zu ihr. Das erfordert viel Mut, finde ich. Danke dir. Das war ganz schönes Training. Ich war nämlich so verschwitzt, seit ich bei Abigails Fiesta-Abschlussfeier eine Pfefferplatte bestellt gehabt habe. Jetzt soll ich mich aber wirklich mal duschen gehen. Danke, dir was zusehe. Ja gut, ich hab zu danken. Das war äußerst aufschlussreich. Na gut, warum nicht? Wir sind jetzt bei ihr. Wir sind jetzt auch bei ihr bei 8 Herzen. Das habe ich jetzt mit dem Maximum geschafft bei ihr. Perfekt. Sieht doch super aus. Zug fährt mal wieder durch Sternetautal. Schä und gut. Goldene Löwezahn. Okay. Wisst was? Wir schmeißen jetzt wieder Zeug rein, was wir nicht gebrauchen können. Dazu gehört der ganze Kruscht hier. Das kommt auch wieder rein, der Lehm. So, dann packen wir noch durch rein. Und dann holen wir uns wieder Wasser. Unser Hof ist ja mittlerweile arg komprimiert, muss ich sagen, ne? Da ist ja nichts mehr wirklich zu machen hier auf unserem Hof. Der Kaffee kann ich mal selbstverständlich auch nochmal machen. Ich habe jetzt wirklich Interesse daran, wie viel so ein Kaffee wert ist. Abigail ist wieder draußen. So, dann schmeißen wir mal gerade rein. Und für Abigail, warte mal, für die haben wir doch bestimmt noch was Schönes parat, was wir hier machen können. Genau hier. So, drauf steht die doch wie Sau. Und jetzt, wo sie verheiratet ist, kann sie sich sowieso ein bisschen gehen lassen, die Sache. Und die ist für dich, Schätzel. Ich lieb so Zeugs ernsthaft, du bist echt super, Ackermann. Ja, sind wir schon wieder immer noch bei 11 von 12. So, Moment, das war ja kaum berührt. So, ist ein schöner Kuss. Okay, morgen ist dann ein schöner, gemütlicher Restfrühlingstag, wo es mal wieder wunderschön und sonnig wird. Wer hätte es gedacht? Na gut. Dann machen wir halt noch ein bisschen die Produktion hier. Hier können wir auch nichts Großartiges mehr machen. Jetzt haben wir 3 Fernseher hier im Haus. Meine Fresse. Aber unser Haus wird definitiv ab morgen wachsen. Und wenn das wieder wächst, sieht es auch wieder schöner aus hier. Okay. Haben wir auch wieder mehr Platz für unseren Krusch. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, ja. Wie gesagt, zu tun haben wir jetzt eigentlich nichts mehr mal wieder. Was ich etwas traurig finde, dass wir jetzt eigentlich nichts mehr zu schaffen haben. Gut, die ganzen Viecher gehen auch wieder in die Stallreihe.
Dann könnte man ein bisschen... Ich weiß ja auch nicht, ne? Ich muss gerade mal kurz reingucken. Ich nehme denn ihr Begrüßungsgeschenk jetzt bestimmt nicht weg. Also so arg bin ich jetzt nicht. Aber man kann ihnen noch einen schönen Fernseher hinstellen und ein bisschen von der Deko-Zeug, was ich da habe, könnte ich ihnen eigentlich auch zur Verfügung stellen. Dann steht es bei uns nicht so blöd im Haus rum. Und ich habe das Zeug, glaube ich, dann auch nur sinnvoll verteilt. Das heißt jetzt, einen Moment. Das zeige ich mal dort hier. Da können wir wieder neue Kaffee machen. Und wisst was? Einer kriegt der schöne Bär. Einer kriegt der schöne Haas. Ups. Einer kriegt, ja, wie gesagt, der schöne Haas. Den können wir anscheinend nicht mehr entfernen. Okay, warum auch nicht. Dann kriegt noch einer hier so Geode-Gedöns und ein anderer kriegt noch das Kleiner hier. Das können wir nämlich auch noch entbehren. Nein, Ackermann. So. Okay, wie sieht es denn mit dem Ding aus? Das nimmt nur einer weg, wie es aussieht. Aber da können wir nicht reinstellen. Dumm. Dann können wir nämlich den Bär... ne, den können wir nicht dort hinstellen. Na gut. Dann können wir auch da in die Ecke. Dann können wir auch... Ne, das kann nicht auf einer Person platziert werden. Okay. Warte mal. Da steht da etwas doof. Da steht auch etwas doof. Da können man leider nicht hinstellen. Doch, da können man hinstellen. Perfekt. Da macht das sich nämlich am besten. So, dann dekorieren wir jetzt einfach noch bei unseren Gastarbeiter ein bisschen um. Da kriegt jeder so was Geologisches. Und jeder kriegt was... einer kriegt noch was Tierisches anscheinend. So. Schade, dass ich das Häschen nicht bewegen kann, sonst hätte nämlich einer von meinen Leuten noch hier das Häschen gekriegt. So. Dann hier kriegt einer in die Ecke das Ding gestellt und was Haus. Für das Haus, Moment. Für das Holzhaus finde ich passt eigentlich das hier besser. So. Das heißt, das singende Stäh. Der kommt hier rein, der passt doch hier sehr schön rein. Und ins Stähheißel, in das wunderschöne Rustikale, das gefällt mir sowieso saumäßig gut. Das Ding, das ich am liebsten als Gastarbeiter einziehe. Die kriegen dann noch das und, ja, einer kriegt noch das schöne Bär. Hier direkt vor der Schrank stellt oder dann doch lieber ans Fenster. Wo er, naja, wo er doch ziemlich stört. Dann halt hier, wobei, nee. Was, der kriegt denn dort hier gestellt. So. Wenn das nicht gemütlich ist und wenn die mich nicht killen, wenn sie das sehen in der Episode, dann weiß ich auch nicht. Moment, eins stört mich auch noch, was ich eigentlich ganz gern herstellen würde. Den hätte ich noch ganz gern hier. So, jetzt sieht es auch besser aus. Okay, dann sieht es soweit alles in Ordnung aus. Und wir können unseren Schlaf antreten und direkt in den nächsten Tag starten, nachdem wir hier unseren Kaffee nochmal reingeschmissen haben. So, gehen wir noch vor unserer Frau ins Bett. Aber das macht ja nichts. Des Nachts. Was passiert dann hier? Alter. Okay. Hat die jetzt gerade unsere Einnahme aus dem Deluxe-Hühnerstall gekillt oder unser ganze Viecher gekillt? Was wiegt die Person? Aber zu der kommen wir auch noch. Glauben wir's. Zu derer alte Hex kommen wir definitiv auch noch. So, dann werden erstmal die Kaktusfrüchte wieder geholt. Der Kaffee wird wieder gesammelt. Und was hast du mir zur Sache? Hey Ackermann, du gehst in die Wildnis? Ich habe da was besorgt. Gebratene Pilze, geil. Benutze es, falls du in eine heikle Lage kommst. Es kann dich beschützen. Das ist schon ziemlich nützlich. 2 Angriff, 135 Energie und 54 Gesundheit. Danke, Schatz. Na, darf ich dich nicht küssen oder was? Schatz? Schatz! Nö. Hä? Sie ist wohl etwas verwirrt von mir. Na gut. Dann ist Robin hier wieder unterwegs. Ackermann, drehte Briefe die Anweisungen zu einer super gesunden Mahlzeit um, durch ich dich richtig energiegeladen fühle. Man sieht sich, Emily. Rote Platte, habe ich jetzt gelernt. Und, Ackermann, ich hab die verrückte Idee und will dich damit einbinden. Ich nenn's Kleidertherapie. Komm bitte beim Haus- und Bäuermeister vorbei, um zu sehen, worum es geht. In Liebe, Emily. Ach Gott, ich glaube, bei der habe ich ein bisschen besser funktioniert, als ich es eigentlich wollte. Warte mal. Robin ist hier.
Das heißt, wenn Robin hier ist, darf ich ihr noch was kochen. Und zwar mit Weizenmehl und Mais. Das schmeckt gut, wie jeder weiß. Das ist super toll. Maple lecker oder so ähnlich, ne? So, hier rein damit. Dann super Hammer Maple lecker. Genau, so heißt das. Unseren Kaffee lecken wir natürlich hier wieder rein. Die sind für dich, mein liebe Robin. Das ist für mich? Wow, das finde ich total super. Bei 5 Herzen sind wir bei ihr. Sei geduldig, ich habe immer noch eine Menge zu tun. Ist ja gut. Okay, das sieht doch sehr gut aus sogar. Warte mal, den Müll können wir da rein. Ich glaube, mit der Endesaat war ich leider etwas zu spät. Ja, das wird Moje leider total vergammelt sein. Schade. Also die 6 Blumenkohl sind leider... Oder 7 Blumenkohl. Die sind leider nichts mehr Woche. Schade drum. Trotzdem, der Arschstand gebietet es, dass ich das Zeug noch gieße. Eventuell habe ich auch Glück morgen. Und es wächst trotzdem noch weiter bis zum Schluss. Mit viel Glück. Schauen wir doch mal. Ah ja, in die Glotze wollte ich auch noch ein bisschen gucken. So, was sagt dann unser super Plasma-Gedöns? Königin der Soßen möchte ich natürlich nicht verpassen. Glücksmahlzeit. Weiß ich jetzt auch, wie das geht. Und vermeue, natürlich klar und sonnig, ist ja dann auch wieder Sommer. So, was hat es jetzt mit dem Hexefluch auf sich? Oh! Oh, Modo. Ein Schattenei ist hier entstanden, statt dem normalen Ei. Das brauchen wir sogar. Finde ich sogar super, dass das passiert ist. Vielen Dank, liebe Hexe. Das hasst sonst jeder, das Gedöns. Aber die Schattenmayonnaise, ihr liebe Leid, die brauchen wir auf jeden Fall noch später, um in ein Gebiet reinzukommen. Das heißt, das bleibt sowieso nicht aus. Das brauchen wir definitiv, das Zeug. Und ich mache jetzt auch sofort die Mayo draus, statt der Schattenhuhn daraus zu generieren. Was eigentlich die klügere Wahl gewesen wäre, hier Schattenhuhn ausbrüten zu wollen. Aber egal. Die Schattenmayonnaise brauchen wir auf jeden Fall für später noch. So, didum. Dann erstmal die Milchproduktion, damit wir das noch gescheit hier kriegen, damit wir das noch gescheit über die Bühne kriegen. Und genau so. Okay, dann Release the Beasts. Dann muss ich da nochmal ganz kurz reingucken für den Kaffee. Genau. Das ist nämlich unser letztes Mal, dass wir das machen können. Kaffee rein und hier nochmal rein und weg. Huch. Oh Gott, Sarah, Abigail geht jetzt schon schlafen, oder was? Ansonsten, was haben wir dann noch an andere Kaffeesorte übrig? Da können wir noch 5 und... Okay, 2 Mal können wir noch Kaffee machen. Das finde ich gut. Warte mal. Bevor ich das vergesse, um Himmels Willen. Muss ich meinen Kaffee auch gießen. Sonst wird das nichts. So, der Rest, der kann hier rein. Dumm. Das Ente-Ei bleibt. Unser gutes Zeug, was wir sonst noch so brauchen, das packen wir gleich mal hier rein. Hoppla. So, genau. Dann müssen wir noch ins Gewächshaus reingehen und müssen uns so noch drum kümmern. Und dann noch 3 Aufnahmetage. Habe ich dann wieder das Glück, ihr liebe Leid, dass ich dann wieder direkt zum Sommeranfang mein Cut machen kann für heute. Das heißt, den Tag, dann ziehen wir definitiv noch durch. Sehr schön. Ich hoffe, da wachsen wirklich mehr Früchte dran. Und immer weiter. Und wieder heiter weiter. Na. Yes, das ist ja leid, Ackermann. So. So wird's doch was. Das wird leider nichts, aber so rum. Genau. Ach ja. Dann haben wir ab morgen, ab dem Sommer eigentlich wieder ordentlich zu tun, wenn wir dann die ganze Sommersaatpflanze wieder hin. Und mindestens 2 Felder möchte ich eigentlich für die Melone völlig reservieren, weil die Dinger sind schon nicht verkehrt. Und wenn man die auf solche große Felder auch zusammenpackt, dann kann da auch eine riese Melone entstehen, genauso wie beim Kürbis. Ach, vielleicht mache ich auch das 39er Feld ohne für die Melone noch mit dazu. Dann haben wir nämlich für viel Platz für anderes Zeug. Okay.
Sehr schön. So, die Schatte-Mayo kommt definitiv hier rein. Schatte-Mayo für hier. Die Gold-Kaffeebohne machen wir jetzt auch. Mal gucken, ob das auch einen Gold-Kaffee dann gibt. So. Da haben wir uns doch schon ordentlich Kaffee gezogen. Und jeder gute Tag beginnt eigentlich immer mit dem Kaffee. So, ich bin jetzt auch nicht so ein Kaffee-Junkie, aber morgens und hin und wieder auch abends trinke ich sehr gern auch Kaffee. Ich mag einfach den Geschmack unglaublich gern. So, aber ich bin so ein U-Mensch, der seinen Kaffee mit Milch und Zucker trinkt. Ich bin kein Kaffee-Schwarztrinker. Dafür werden mich wahrscheinlich sehr viele Kaffeeliebhaber verteufeln. Aber so what? Jeder darf so trinken, wie er es will. So, ah ja, unsere Käseproduktion ist auch soweit. Ziegekäse habe ich aber nicht parat. So. Ich hoffe, die Scheier fängt nicht an zu brennen, wenn hier die Sono bei unserer Blitzableiter ist. So, rein damit. Und ein 24er Feld können wir definitiv schon mal dafür allein nutzen. Das finde ich richtig gut. Dann können wir noch Rotkohl im Sommer kaufen. Und mit dem Rotkohl können wir dann das andere Ding noch komplettieren. Und wir brauchen nur noch das Stör. Den gibt es im Sommer an Regetage. Und der Riffbarsch das selber. So, Erzewitter. Das möchte ich eigentlich nicht. Nee, da wühle ich jetzt nicht im Müll. Dann können wir noch Folgendes gucken. Wir könnten noch gucken, ob der Reisewagen möglicherweise da ist. Jawohl, zerbrochene Brille, vor allem zerbrochene Brille im Müll. Und dann nutzen wir den Tag noch vielleicht, um ein bisschen so zu angeln. Da haben wir ja auch noch einen See, den wir verwenden können. Da können wir auch nochmal runter angeln einfach. Jawohl, Reisewagen. Vielleicht hat die auch einen Stör- oder Riffbarsch dabei. Sandfisch hat sie mit dabei. Edelwicke, nee. Das sieht nicht so gut aus. Nur die seltene Saatkarpfen machen natürlich wieder ab. Schade, sehr schade. Dann machen wir noch einen Köder dran. Und angeln noch eine Runde hier. Nutzen wir doch einfach den Schenner, letzte Frühlingstag, um einfach noch ein bisschen zu angeln. Ich glaube, wenn ich auch einfach mal einen Tag hätte, um nichts zu machen auf dem Land, den ich das vielleicht auch einfach mal damit verbringe, einfach nur ein bisschen zu angeln. Und ich die Fische wahrscheinlich auch wieder rauslasse, weil ich bin kein großer Fischfan, ich esse Fisch nicht besonders gern. Deswegen würde ich mir einfach nur einen Spaß draus machen, ein bisschen zu angeln und die Fische dann sofort wieder rein. In ihr Wasser rein. Kommt ja überhaupt irgendwas? In meinem anderen Spielstand hat hier ständig irgendein tolles Tier gebissen. So. Na, zumindest einer. Hört Ruf. Und? Das ist ein Schwarzbarsch. Anscheinend der größte, den ich bisher gefangen habe. Jawohl, da kommt wieder was. Na dann, her mit dir. Hoppala. So. Und noch ein Schwarzbarsch. Wir probieren es noch einmal. Und dann gehen wir noch ein bisschen an den Fluss zum Angler. Okay. Dann gehen wir halt nochmal an den Fluss. So, ah, die Stähe sind ach gar nicht mal so übel hier. So, wir haben wieder... Ne, wir haben keinen Köder dran. Aber anscheinend haben die... Hoppla. Haben diese Teile hier auch nur bestimmt die Lebenszeit. Man sieht ja so einen Balken, der allmählich von grün ins Gelb übergeht. Schade, dass die Dinger nicht ewig halten. Na, was bist denn du für einer, der sich gerne am Boden aufhält? Ein Kaulbarsch, okay. Ja, es wird immer ein bisschen weniger von der Haltbarkeit von dem anderen Ding, was ich da an der Angelrute dran habe. Na gut.
Ich finde es aber etwas fies, dass das auch von der Haltbarkeit abgezogen wird, wenn man dann nur Müll fischt. Na gut, was ist dann noch hier? Anscheinend ein sehr zappeliger Fisch. Und es ist perfekt geangelt. Der Gotteslachs. Okay. Den haben wir aber schon fürs Gemeindezentrum abgeliefert. An Flussfische. Ich glaube, Flussfische, das Bündel, habe ich sogar wirklich schon komplett. Ja, da ist ein bisschen zappeliger der Fisch. Es ist ein Kaulbarsch wieder. Na gut. Wisst was? Wir gehen wieder hoch. Wobei, ist die zufällig noch im Haus? Oh. Oh, das ist wohl eine Sequenz mit Shane. Shane? Ah, da hat sie mal wieder ins Koma gesoffen, wie es aussieht. Oh Gott. Ja, und dann jetzt genau so zu finden, ist schon richtig übel. Ackermann, kann ich etwas machen? Es hat einen Umkauer. Ja, erst mal gießen, genau. Shane, was ist denn los mit dir? Alles, was du machst, ist in dem Raum rumlungern und Bier trinken. Du das eh nicht verstehe. Ich sorg mich. Was ist denn dein Plan? Denkst du nie über die Zukunft noch? Plan? Ich hoffe, mich gibt's nicht lang genug, um einen Plan zu brauchen. Jess, es tut mir leid. Ach du Scheiße, was ein Wrack. Es ist 16:30 Uhr. Soll ich die Tiefkühlpizza in die Mikrowelle werfen oder warte? Oh Scheiße, Mann. Brauchst du etwas? Also das ist schon richtig heftig, der sich hier wirklich in den Tod saufen will. Und sie, die sich Sorgen macht um ihn. Hey du, gut dich zu sehen. Besuch mich bitte, wann immer du willst. Ja, solange ich sowas nicht häufiger sehe, muss es alles okay. Meine Fresse, das ist ja schon immens peinlich, sowas. Oh Mann. Aber er tut mir einfach nur leid, der Kerl, ne? Ich meine, der hat anscheinend ein beschissenes Leben, der scheint psychische Probleme zu haben. Und weiß sich nicht zu helfen, außer sich ins frühe Grab zu saufen. Oh, scheiße, das war Verschwendung von Holz. Ja, das ist schon meiner Meinung nach extrem heftig. Dass der halt nicht weiter weiß, als sich doch nur ins frühzeitige Grab rein zu saufen. Aber ja, das ist die... Wie hat man früher dazu gesagt, das ist die Therapie nach der alten Schule, dass man so seine Depressionen behandelt. Ja, glücklicherweise gibt es heute andere Methoden, um Depressionen zu behandeln. Als sich einfach nur mit einer Bierflasche oder mit 2 oder mit 3 oder mit 50 die Kante zu geben, bis man nämlich stehen kann und irgendwann einfach nur an einer Alkoholvergiftung verreckt. Heieieiei. Schä sieht anders aus, definitiv. So, dann fällen wir jetzt einfach noch ein paar Bäm und sorgen noch dafür, dass wir noch ein bisschen mehr Holz kriegen. Und ich bin auch sehr dafür, dass man dann noch ein paar Truhe uns von Robin bauen lassen. Ein paar von der Versandtruhe mehr. Damit wir nicht immer ständig nur nach vorne reiten müssen. Wobei eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig. Ich habe es jetzt eigentlich gerade nur so als Geistesblitz gehabt, dass das nicht schlecht wäre. Aber eigentlich ist es unnötig mit einer mehreren Versandkiste. So, noch ein bisschen mehr Absense, damit wir noch ein bisschen mehr Heu kriegen. Schade kann's ja nicht. So. 13 Heu mehr. Und dann gehen wir mal weiter. Und schauen mal, was wir noch alles verstauen können. Und ich denke, das war's dann eigentlich auch wieder für den Tag. Erst morgen ab dem Sommer wird hier wieder die Luzi los sein. Moment. Haben wir da hinten jetzt 3?
Scheiße. Einer habe ich zersäbelt. Das sind die Eiche hier. Eine habe ich auf jeden Fall zersäbelt. Okay, sieht so aus, als hätten wir... ja, glücklicherweise haben wir noch eine Eichel parat. Das heißt, die muss hier wieder rein. So, damit hier wieder weitere Eiche hochwachsen kann. Sorry, das war dummerweise zersäbelt. Nee, hier geht's ja nicht lang, aber ich kann hier lang. Die Siki kann hier schon ihren Weg außenrum finden dann über die Nacht. So, die Ente Mayo ist auch noch wieder gut. Perfekt. Dann holen wir noch unseren Honig ab. Robin schuftet halt Tag und Nacht hier durch, weil so gut die Arbeiterin ist. Die hat anscheinend auch jetzt zu Hause, wo sie hier kann. Dann können wir den ganzen Krust noch da reinschmeißen. So, die wirklich gut sind, die schmeißen wir weg. Aus dem machen wir noch Sashimi, einfach so, weil wir es können. Und der Rest kommt rein, wo es reingehört. So, du kommst da rein, du kommst da anscheinend nicht hier, aber du kommst da hier. Dann, wo haben wir dann die seltene Saat? Hier haben wir sie. Dann kommt noch Desto da rein, in die rote, genau. Oh, Moment, da haben wir noch durchwäscht die Zeitung, genau. Das heißt, die Zeitung kommt auch noch da rein. Dann haben wir noch Wildhonig, der dürfte dort zu finden sein, genau. Können wir wieder 10 Met machen. So, mit dem Ding machen wir noch Sashimi. Und das heben wir einfach mal für Pierre auf dann. So, okay. Sashimi für Pierre. Unseren guten Kaffee noch. Der gute Kaffee ist leider kein Goldkaffee. Schade. Dann haben wir aber noch hier was übrig. Und können du noch einer machen. Alle hopp. Dann den ich mal sagen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann weitermachen werden, wo ich jetzt reinstart. Und zwar mit über 15.000 Gold Einnahme. Der bringt nicht so viel. 150 Gold bringt der Kaffee. Okay. Sehen wir uns übermorgen wieder. Am ersten Tag Sommer, Jahr 2. Geil. Mit der wunderschöne und wundertolle Musik hier. Nature's Crescendo. Sehen wir uns übermorgen wieder. Also machen's gut. Und bis übermorgen wieder. Ayan Yankee, der die Musik über alles genießt, weil sie so unglaublich gute Laune macht. Bis übermorgen.